Ja, moin meine Freunde und herzlich willkommen aus Deutschland. Und ich habe heute drei verschiedene Themen, was ich euch ein bisschen darüber reden. Was erlaubt ist und was nicht. Und zwar jetzt so ein paar Sachen, wo ich Gerüchte gehört habe. Und ich mit euch reden, mal schauen, was ihr dazu sagt. Am Schluss wird es aufgelöst. Und zwar ist das erste Thema, dass man darf mit dem Velo, weil muss man eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachten. Man darf mit dem Velo schneller fahren als erlaubt. Solange es nicht aus eigener Körperkraft, solange es aus eigener Körperkraft ist, das heisst, ich muss da vorne kehren. Das heisst, wenn er jetzt Gas gibt, wenn er jetzt Arge mit den Füßen und trampeln, dann dürfen die Geschwindigkeit überschreiten, beziehungsweise bei vielen Velos, vor allem bei den älteren, also nicht mit dem E-Bike, weil das ist ja keine eigene Körperkraft. Beziehungsweise dort hat es wahrscheinlich ein Bremsrad drin. Bei vielen alten Velos hat es eh keinen Tacho, du weißt eh, wie schnell das fährst. Aber, was jemand mal gesagt hat, und ich hoffe, das wird nachher aufgelöst, man dürfe auch bergab schneller als 50 fahren. Und das behaupte ich, stimmt nicht. Das behaupte ich, stimmt nicht. Bergab darf man nicht schneller fahren als Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das ist jetzt nicht bergab mit dem Velo 70 fahren, überholst das Auto, das 50 fährt. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt schon mal die erste Behauptung. Und, es könnte sein, dass vielleicht am Anfang Tag nehmen. Die zweite ist, bei Rot darf man überholen. Meine Behauptung ist, das stimmt. Man darf bei Rot überholen. Man darf bei Rot über das Lichtsignal fahren. Ich sage, man darf das. Oder? Ich sage, man darf das. Beziehungsweise, man darf es nicht einfach so. Moin. Man darf das nicht einfach so. Man darf nicht einfach so, ich will jetzt nicht warten, ich fahre über Rot. Aber wenn es jetzt mehr als 3 Minuten rot bleibt, aus keinem erkennbaren Grund, nicht weil extrem viele Autos durchfahren und du weißt, es wird gar nicht grün, weil andere nicht, es wird gar nicht grün, weil andere nicht rot werden oder so. Sondern es ist einfach so, kein Auto fährt, nichts, und es bleibt die ganze Zeit rot. Dann dürfte man, so viel ich weiss, würde ich behaupten, nach 3-4 Minuten, nein, 3 Minuten ist es kurz. Nach 5-6 Minuten dürfen wir über Rot fahren, behaupte ich. Und ja, ich will mal sagen, tönt gerne jetzt in die Kommentare schreiben, können das wieder schnell pausieren und jetzt schreiben, während ich am Kasteln bin. Was denkt ihr, dürfen wir aus eigener Kraft mehr als Geschwindigkeit fahren? Schneller fahren, ja oder nein, und dürfen wir bergab schneller fahren als 50. Also ich würde ganz ehrlich sagen, geradeaus, wenn man dort so als Rennvelofahrer oder so, das ist eine 30er-Zone, dann dürfte ich auch schneller fahren. Also man muss halt aufpassen, dass man nicht einen Unfall baut, aber dürfen wir in der 30er-Zone auch 40 fahren oder noch schneller als Rennvelofahrer. Ganz ehrlich, denke ich schon. Wenn es jetzt ein Blitzer hat, das blitzt ja, aber es passiert ja nicht, weil da ist ja kein Kennzeichen. Aber ich würde sagen, so irgendwo runterrasen wie das ist eher weniger erlaubt. So, ich dann überholen. Ich habe keine Lust, je nachdem, wo die angeht, ihr hinterher zu fahren. So, jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Und somit kommt jetzt die Auflösung. Wir schalten zurück ins Studio. Auflösung, also, man darf als Velofahrer schneller fahren als 30, zum Beispiel 40 in einer 30er-Zone. Allerdings nur bei normalen Velos, die keine Tachopflicht haben. Natürlich E-Bikes, sie haben ja auch ein gelbes Nummerli hinten dran, gelbes Kennzeichen. Dort geht es natürlich nicht. Oder wenn du wirklich geisteskrank irgendwo runterfährst oder Leute gefährdest oder durch eine Kindergarten, Schule oder wie auch immer, wie ein Pikten fährst, dann kannst du sogar wirklich zu Strafanzeige führen. Wichtig zu wissen, aber wenn du jetzt ganz normal fährst, du weißt nicht, ob du schneller fährst, ganz ehrlich. Das kannst, ja, gibt ja keine Pflicht von dem her. Und das Zweite ist, da habe ich aber nur einen Beitrag vom Deutschen gesehen, ich beides jetzt da einfügen, steht beides geschrieben, könnt ihr nachlesen. Das Zweite ist, im Deutschen ist so ein Gebot. Nach 5-6 Minuten dürfen wir überhaupt fahren, wenn die Ampel streikt. Allerdings muss man mindestens 2 Ampelphasen mitmachen. Also 2-mal müssen Autos durchfahren, die grün haben, bis du darfst. Du darfst einfach so fahren. Aber, nochmal unten dran lesen, nicht, dass ihr jetzt alle überhaupt fahren, weil es der Obscuro gesagt hat. Bei der Schweiz habe ich gar nicht gefunden, was in der Schweiz gilt, aber schreibt gerne Kommentare, wenn ihr mehr davon wisst.